Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die sich jetzt, wie von mir versprochen oder angedroht, passend zum heutigen Krimi-Hörspiel, einen weiteren Song von Klaus Lage anhören wird. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, ich finde es so ein bisschen schade, dass du nicht auf einem Balkon stehst und über uns der Mond scheint. Aber sing mir. Weißt du, wenn schon mal jemand für mich singt, dann hätte es doch eigentlich auch. Aber leg das alles in die Stimme. Kann ja, ja, kein Problem. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Hey Junge, du hast einen Freund in mir. Jetzt war ich so schön drin und dann knallst du mir das Hey Junge entgegen wie eine Ohrfeige. Es hat mich wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sehr schön. Es swingt mir ein bisschen zu sehr für unseren Krimi, aber der Text ist natürlich wie die Faust aufs Auge. Für VJs ganze Motivation im zweiten Teil. Faust aufs Auge ist natürlich ein schönes Stichwort für den nächsten Klaus Lage-Song, aber den bringe ich jetzt nicht gerade an. Warum findest du, es passt so gut auf den zweiten Teil? Ja, wir haben ja Sandrine schon kennengelernt, wenn auch nur kurz. Jetzt im zweiten Teil wird sie vor allen Dingen im Mittelpunkt stehen, weil sowohl Miranda als auch Vijay bemühen sich, sie zu verstehen und Anhaltspunkte in ihrem Leben zu finden für die entführte Marie. Und Vijay muss einfach gegen ganz viele Barrieren ankämpfen, die Sandrine aufgebaut hat. Und er streckt ihr immer wieder die Hand entgegen. Wunderbar. Viel Vergnügen beim zweiten Teil von Monopoly von Sunil Mann und Karin Perry. Viel Spaß. Mami, ich bin's. Vijay! Oh, sorry, ich weiss, ich habe gesagt um 10 Uhr, aber... Vijay! Hey, Rabah, mein Schatz! Hoi. Weißt du, bis ich alles zusammengepackt habe? Aber was schleppst du denn da alles an? Ja, alles halt, was man so braucht. Um einen Tag auf Ravi aufzupassen? Ja. Einen Tag? Apropos, schau, da. Oh, Ich sag Hoi, bloß, Mami. Schatz. Das ist ja nicht herzig, das ist goldig, gell? Ja. Oh, mein Schatz, freust du dich? Du bist jetzt bei Mami. Bei Mami überhaupt kein bisschen. Bei Mami bin ich ja. Also. Wir machen uns einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Einen richtig tollen Tag, du und ich. Echt süß. Der freut sich. Also, probier wieder die ganze Zeit schlafen. Ich erkläre dir das ganz schnell. Wo fange ich an? Da, das sind die Windeln. Der Schuppen. Ersatzkleider. Das ist da, genau. Dann 3 Lätzchen. Er ist recht, ja. Dann 2 Nuki. Wie lange ja, der landet dann irgendwo. Bist froh, glaubt man's. Ein paar Spielsachen. Die sind da. Und 5 von seinen 11 Lieblingsbüstierchen. Mami, lass zu, das Türchen da, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das musst du mir unbedingt beilegen, weil sonst schläft er nicht ein. Gell? Bitte. Und dann ist alles... Nein, da haben wir etwas gegen seinen Husten. Aber der hustet doch gar nicht, mein Schatz. Ich weiss, aber er könnte. Du, ich habe es mit dem Mann schon besprochen. Bitte, nie mehr Curry. Vijay, er liebt mein Curry, wie sein Vater. Und mit etwas Joghurt ist das doch kein Problem. Mami, bitte, glaub mir, er hat einen sehr empfindlichen Magen. Falls du echt vergessen hast, mein lieber Vijay, ich habe schon einmal ein Kind Schau, großgezogen. ich diskutiere nicht mit dir. Auf jeden Fall, da hast du noch die Nummer vom Kinderarzt. Und dieses Kind ist doch gar nicht so schlecht rausgekommen. Ja, ich weiß. Okay, wo ist das Spiel? Shit, jetzt eine Spieldose im Auto. Egal. Vijay? Was Vijay? ist? Ja, weißt du, wegen dem Nachtessen nächste Woche. Ja, wir haben das nicht vergessen. Du, wir müssen das verschieben. Was, wieso? Bist du im Ausgang oder was? Ja. Was? Du? Ja, ich. Okay. Wo gehst denn du her? Ich meine, du bist doch sonst immer... Ja, zu Hause, ich weiß. Ja. Aber seit dein Vater sein neues Zuhause auf dem Friedhof bezogen hat... Bist du immer ein bisschen allein und einsam? Ich bin nicht einsam, Vijay.
Vorher war ich das, als dein Vater noch lebte und ich ihn zu Hause gepflegt habe. Weißt du, ich habe da kaum andere Leute gesehen. Aber wo er doch ins Pflegeheim gekommen ist doch besser geworden, nicht? Ich habe ihn trotzdem jeden einzelnen Tag bekocht und ihn besucht. Stimmt. Weißt du noch dort, wo das Heim mit Hausverbot droht hat? Sag darauf. Na, dein Vater bestand darauf, dass ich koche. Der hat doch nur meinen Curry gegessen. Mit dem Riz Casimir aus der Heimküche hat er höchstens die Wand von seinem Zimmer tapeziert. Ja, schon. Aber ganz ehrlich, Mami, von dem Curry hat er einfach permanent Durchfall bekommen. Es war einfach zu schade für seinen Magen. Jetzt allerdings, Vijay, versteh mich bitte nicht falsch. Weißt du, ich vermisse deinen Vater und er fehlt mir sehr. Ja, mir auch. Ich meine, es ist hart für uns alle. Oh, Vijay. Aber, weißt du, der Tod deines Vaters ist mein Ticket in die Freiheit. Mami, sag mal. Ja, und ich habe vor, sie voll auszukosten. Weißt du, in meinem Alter zählt jede Minute. Voll auskosten? Ja. Sag mal, was heißt das Ja, genau? ich unternehme viel mit meinen Freundinnen. Das bekommst du einfach nicht mit. Ach so, an den alten Weib, also den älteren Damen, die früher bei dir im Restaurant sich essen. Ja, auch. Weißt du, wir sind eine kleine Gruppe und unternehmen Ausflüge, wir kochen uns oder gehen ins Kino. Das ist herzig. Das ist wirklich so herzig, dass alte Leute noch zusammen etwas unternehmen. Warum musst du die Ladung verschieben? Was macht ihr am Abend? Neue Strickmuster austauschen? Oder? Die Chippendales sind in der Stadt. Was? Du glaubst gar nicht, wie schwierig es war, 8 Tickets nebeneinander zu bekommen. Mami, das sind im Fall Männer, die praktisch Viertelblut auf der Bühne stehen. Darum gehen wir ja hin, Vijay. Stringtangas und diese muskulösen Körper glänzend vor Schweiß und was aber? Ich habe extra für diesen Anlass ein neues Kleid gekauft. Vijay, sexy und gewagt. Sexy? Ja, aber natürlich stilvoll. Willst du es sehen? Nein. Hast du gedacht, ich gehe da im traditionellen Sari hin? Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Ich bin entweder am Pennen oder in einer Bar und kann darum gerade nicht abnehmen. Hinterlass mir doch einfach deine Message und wenn ich wieder nüchtern bin, dann melde ich mich. Vielleicht. Ja, habe ich schon gesagt, das ist die Combox von Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Was soll das? Du passest mich nach dem Mittagsservice vor dem Kaffee ab und schleppst mich in die Knelle. Was willst du von mir? Knelle? Also bitte, wir sind da im Oishi. Voilà. Mein eigenes japanisches Nudelsuppe-Restaurant. Läuft ja nicht in dem Saftladen. Ja. Japanische Nudelsuppe, Schätzeli. Nicht Saft. Und die Mittagszeit ist vorbei. Es war ein Rammel voll. Meine ausgewählte Kundschaft ist aus der Schlange gestanden. So. Annika? Annika! Meinst du die da hinten rumsteht, wie wenn sie zur Inneneinrichtung gehören würde? Ah, da bist du ja. Meine Köchin. Wie viel Mittagessen haben die heute rausgelassen? Der weise Krieger ist der Krieg vermeidet. Sun Tzu. Pardon? Zu viel Glückskeks gegessen. Okay. Jetzt essen wir aber zuerst mal eine von der Annika in einer berühmten Nudelsuppe. Du kennst mich sonst aus den Kleiderschätzeli. Annika, können wir die Hausspezialität haben und Jasmintee? Annika, bitte, ein bisschen zackig, hopp, hopp, hopp. Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Konfuzius. Ich bin im Fall nicht mitgekommen, damit du mich zum Essen einladest. Warum das sonst? Haben dich ja nicht dahin tragen, oder? Und übrigens, gern geschehen. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ja, ich kann sehr überzeugend sein. Entspann dich, Sweetheart. Jetzt trink zuerst mal einen grossen Schluck von deinem Jasmintee und dann reden wir. Also, schon irgendetwas von meinem Führer gehört?
Oder der Entführerin. Es gibt ja Frauen, die selber kein Kind haben und die nachher... Er hat mir gestern am Abend auf die Combox geredet. What? Und du sagst kein Wort? Schweigen ist ein wahrer Freund, der niemals verrät. Ist gut, Annika. Was will er? Er hat gesagt, ich wisse genau, was er will. Und wenn er das nicht bekommt, dann sage ich mal nie mehr. Du hast im Entführungsauto gestern Sauhund nachgeschrauen. Ja, wahrscheinlich sowieso der Olli, mein Ex. Aha. Dann gehen wir jetzt beim Olli vorbei. Er wohnt auf dem Hitzel. Und jetzt los, Sandrine! Erstens kein Geld. Aha. Zweitens kein Karren. Und mit der ÖV dauert es ewig. Oh. Drittens muss ich wieder arbeiten. Und die Stimme. Hey, Miranda, hör auf mit diesen komischen Zwischenkommentaren. Komische Zwischenkommentar. Die Mary Streep macht das in dem Film, wo sie eine erfolgreiche Psychiaterin spielt, genauso. Also, was ist mit der Stimme vom Entführer? Der Typ hat seine Stimme verstellt. Ich habe ihn fast nicht verstanden. Wie in dem Film, wo sie so ein Kästchen vors Telefon haben und dann tönt das voll nach Verbrecher. Oh mein Gott! Nein, er hat einfach seine Stimme verstellt. Oh, ein Low-Budget-Entführer. Also nicht der Olli. Ich bin mir nicht sicher. Unbekannte Nummern natürlich. Merd! Scheiße! Verdammt. Sorry. Oh, Schätzeli. Dein Töchterchen ist entführt worden. Das nimmt einem mit. Als Mutter kann ich das ganz gut nachvollziehen. Du? Mutter? Miranda, du bist ein Mann in Frauenkleidern. Sorry. Na. Also ein bisschen komplexer als das ist es denn schon. Joanna ist längstens erwachsen und lebt in Brasilien. Ein glücklicher Ausrutscher in meinem ersten Leben als Mann. Juhu, Miranda, you've got mail. Dein Handy? Ja, ich suche eben gerade eine Wohnung. Also schon länger. Und das ist mein Klingelton, sobald ein neues Inserat aufgeschaltet wird. Eine Wohnung in der Stadt? Viel Glück. Ja, eben. Die alte ist ausgebrannt. Was ist passiert? Lange Geschichte. Darum wohne ich vorübergehend da hinten, im Lagerraum von meinem Nudelsuppe-Restaurant. Du wohnst in dem winzigen Suppenladen? Wo soll ich sonst hin? Ich habe mir das Kämmerchen da hinten aber voll stilvoll eingerichtet. Aussenquartier, Aglo, dort findet man schon zahlbare Wohnungen. Aber mein Leben ist da, im Kreis 4. Da gehöre ich hin. Da sind meine Leute. Was wollte ich in Mettmerstetten? Da kennt mich keine Sau. Okay. Schau, grosszügige 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, nahe Kaltbreite, 1200. Zeig mal. Ach, der Vermieter ist im Ausland, natürlich. Nein, Miranda, Finger weg. Wieso? Ist doch ein super Angebot. Ich schreibe denen gerade. Erst dann geben sie eben die Adressen raus. Menno, mach das nicht. Sag mal, was ist denn mit euch los? Zuerst der VJ und jetzt du. Irgendwie sind alle neidisch auf meine super zahlbaren Superwohnungsangebot. Karma, Baby. Oh, kommt mir gerade in den Sinn. Die von der anderen Wohnung haben wir gar noch nicht zurückgeschrieben. Komisch. Sie haben 3'500 Stutz Anzahlung wollen. Aber ich habe gesagt, ich will zuerst die Wohnung sehen. Das sind Betrüger, Miranda. What? Sie haben gesagt, ich bekomme die Wohnung ganz sicher. Schick ja kein Geld. Das siehst du nie mehr. What? Fuck! Bist du sicher? Ja, die Wohnung gibt's gar nicht. Das sind Betrüger. Warum kennst du dich eigentlich so gut aus damit? Ich weiss es einfach, okay? Miranda? Du, es passt jetzt gerade wahnsinnig schlecht. Ist mir egal. Ich stehe jetzt vor dem Haus von dem Olli. Du bist beim Olli? Wer ist beim Olli? Niemand. Ist das Sandrine gewesen? Hallo, was läuft? Ich habe gedacht, das Gespräch von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter. Wer ist am Telefon? Der pakistanische Schnüffler? Indische Schnüffler. Sag nicht, der ist zum Olli gefahren. Ohne mich. Schalt sofort den Lautsprecher ein. Okay. Sandrine, Was machst du beim Olli? wir sind mitten in den Ermittlungen. Und er ist unser Hauptverdächtig. Ihr habt in meinem Leben rumgeschnüffelt. Ja. Ohne mich zu fragen. Klar. Spinnt ihr eigentlich? Muss ich die Tochter zurück oder nicht? Der Entführer hat sich übrigens bei der Sandrine gemeldet. Wie bitte? Oh, was
hat er gesagt? Aber sie weiss nicht, was er von ihr will. Er hat gesagt, ich wüsste genau, was er will. Und wenn er das nicht bekommt, sage ich Marie nie mehr. Hast du seine Stimme erkannt? Also, ist es der Uli? Ich weiss es doch nicht. Aber seit er aus dem Knast aus ist, findet er, ich schaue der Marie nicht gut und will das alleinige Sorgerecht. Knast? Ja, Dealen, Gewaltanwendung, Morddrohungen. Super. Der Vorplatz ist voll mit Autos und der gute Oli veranstaltet gerade eine Gartenparty mit etwa 15 Leuten. Der Grill brennt, Festbank und Sonnenschirm, im Brunnenlager Bier für eine ganze Armee. Sorry, aber ich glaube echt nicht, dass der Gäste seine Tochter entführt hat und heute eine Party organisiert. Bei dem Lärmpegel müsst ihr doch damit rechnen, dass jeden Moment Schmier fährt. Hey, da geht's voll ab. Der ganze Schar von Kindern, aber... die Marie ist nicht dabei. Wenn, dann hätte sie sich versteckt. Warte mal. VJ? VJ, siehst du etwas? Ja, der Oli geht vom Grillen weg. Und er hat einen Plastikteller dabei mit einer Wurst drauf. Die Marie hat Zwiebeln mega gern. Sofort Verfolgung aufnehmen. Ja. Er läuft ums Haus rum. Ach, shit. Und läuft auf einen Schober zu. Schopper? Ja, so ein Holzverschlag, wo man Gartenwerkzeug aufbewahrt. Was du nicht alles weisst. Schopper. Gartenwerkzeug. Er geht rein. Suspense. Und kommt schon wieder raus. Ohne Teller. Die Sauhund. Ich bringe ihn um. Jesus. Da hält Marie den gefangen. Der Oli hat Marie entführt. Sandrine, ganz ruhig jetzt. Mach vorwärts. Ja, bin dabei. Hallo? Marie? Marie, bist du da drin? Hallo? Da ist jemand. Marie. Kopf der Riegel klemmt. Jetzt. Mega dunkel da rein. Marie? Oh, fuck! VJ? Tiggerli! Das ist knapp. VJ, was ist los? Sorry, Marie. Da hockt ein Rottweiler drin. Ein sehr, sehr schlecht gelaunter Rottweiler. Oh, das ist ja wie ein Hörspiel. Voll spannend. Das machen wir wieder mal. Dann hat er sich sonst irgendwo versteckt. Sie muss beim Oli sein. Hey, was machst du da? Aufstehen. Los, ich kann dir alles erklären. VJ? Tiggerli! Hey, der hat einfach aufgehängt. Was soll das? Ich befürchte, der VJ macht gerade Bekanntschaft mit dem Oli. Merde, das kommt nicht gut. Keine Sorge, der VJ schafft das. Der Arsch hat Marie. Ist kein Tiger in den Bergen, nennt sich der Affekönig. Ist gut, Annika. Macht 7 Stunden. Aber am 5 bist du wieder da. Hoffnung ist wie Zucker im Tee. Auch wenn sie noch so klein ist, versüßt sie alles. Am 5 hast du gehört? Die ganze Anspannung ist nicht gut für meinen Beckenboden. Ich muss schnell für kleine Mädchen. Hey, lass mich los! Erst sagst du mir, was du suchst. Ich kann mich nur verfahren und... Leute gerade der Polizei. Besser nicht, ich erklär's. Oder ich lade Susi aus dem Schober. Das Monster heisst Susi. Also, Buddy, was suchst Ich bin nur ganz zufällig... Was? Willst Okay. Deine Tochter Marie ist entführt worden. Was? Ja, Was erzählst du da? tut mir leid, gestern Nacht, ich war dabei. Schwarzes Skoda Octavia, den Fahrer habe ich nicht gesehen. Und Sandrine war dabei? Hat die unfähige Kuh die Polizei geschaltet? Keine Polizei, ich ermittle. Fuck, bei der Entführung muss man doch möglichst schnell alle Hebel in Gang setzen. Ich bin dran. Nimm's nicht persönlich, Buddy, aber du allein, das langt nicht. Ich bin im Fall professioneller, als ich aussehe. Fuck. Ja, wer hat sie denn? Ja, das wissen wir im Fall. Also ich bin im Sinne... Muss sofort los? Nein, du bleibst da. Ich habe alles im Griff. Ich kann doch nicht einfach da oben sitzen. Ja, was willst du machen? Die ganze Stadt rumfahren und überall ihre Fotos aufhängen? Besser als nichts. Vergiss es. Hey, traum mir einfach. Der Entführer hat sie garantiert an einen sicheren Ort gebracht.
Mit sinnlosem Umkurven kommen wir keinen Schritt weiter. MH Immobilienkonzept, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hoi Rebecca Schätzeli, ich bin's. Miranda. Du, ich möchte nur noch schnell mit dem Der Meyerhofer. Herr Meyerhofer ist gerade leider in einer Besprechung. Ah, wann ist er fertig? Ich rufe den Gang, wenn ich an. Ich schaue gerade einen Moment. Nein, Rebecca, nicht in die Warteschlaufe. Bitte nicht schon wieder Dire Straits. Oh. Ich habe es schon immer gesagt, Sandrine ist einfach nicht in der Lage. Moment. Darum bist du da? Sie meint... Ja. Die Dummkuh meint tatsächlich, ich hätte Marie entführt. Ja. Darum hat sie 100-mal angerufen. Ja. Das bringt etwa auf den Punkt. Die Frau ist im höchsten Grad paranoid. Wieso soll ich meine Tochter entführen? Ich bin auf Bewährung draus. Hallo? Ich will doch nicht meine Freiheit mit so einer beschissenen Aktion aufs Spiel setzen. Das ist ein Argument. Wenn man das Sorgerecht neu verhandelt, dann hat Sandrine eh keine Chance. So wie die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt. Kein anständiges Zuhause, nimmt das Kind mit zum Arbeiten. Psychisch ist sie überhaupt nicht stabil. Ich glaube im Fall, sorry, gell, aber Sandrine gibt sich gerade mega Mühe. Ja, genau. Doch? Bei mir hat Marie wenigstens eine richtige Familie. Aufwachsen da in der frischen Luft. In einer friedlichen, kindergerechten Umgebung. Und nicht mit im Kuchen, wo jeden Ecke Junkies und Nutten rumstehen. Also, kannst du Sandrine gerne einen lieben Gruß ausrichten. Ich hätte Marie nicht entführt. Damit nochmal. Auf das aber brauche ich ein Bier. Und ciao, eins. Jetzt habe ich einmal mehr versucht beim ehemaligen Vermieter. Sandrine? Wo bist du? Wo verst... Meine Handtasche! Offen auf dem Tisch! Hey. Oh, die Schlampe hat mein Portemonnaie geklaut! Sandrine! Sandrine! Und ist abgehauen! Hilfe! Ein Diebin! Er hat mich ausgeraubt! Eine junge Frau in Not! Kennst du das? Die zwei Magnete, die sich abstoßen. So sind Sandrine und ich. Wir haben uns im Funky Café kennengelernt. Sandrine hat dort als Kellnerin gejobbt. Das macht sie immer noch. Ja, ich weiss. Es hat gerade gefunkt. Ähnliche Story, das gleiche Problem. Beide gerade einen Zug hinter uns. Noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und das Leben ist uns beiden wahnsinnig schwierig vorgekommen. Fast nicht zu bewältigen. Allein. Da haben wir gedacht, zusammen sei es einfacher. Total verpeilt. Und dann war Sandrine auch schon schwanger. Und ihr habt euch getrennt? Die Abmachung war, dass wir Freunde bleiben und dass wir das Kind zusammen aufziehen. Ah, und was ist in die Hose? Miranda, nicht jetzt. Sorry, ja, bitte. Wir haben uns am Abend so gefetzt. Der Druck ist immer grösser geworden. Die Erwartungen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Rückfall. Wieder Heroin. Der ganze Scheiß ist wieder von vorne losgegangen. Sie haben mich verwünscht und eingelocht. Ja, und als ich rausgekommen bin, bin ich zwar clean, aber Sandrine hat in der Zwischenzeit natürlich das alleinige Sorgerecht für die Marie bekommen. Ja, noch hart. Ist das Arschloch? Oh, shit. Sandrine? Oli, du Arschloch. Was willst du? Gib mir sofort Marie zurück. Ich weiß, dass du sie entführt hast. Ich weiß es ganz genau. Du bist so unfähig im Fall. Marie entführt. Und du Schlampe hast nicht einmal etwas gesagt. Hey, wow, easy. Hey. Sandrine, das ist keine gute Idee. Komm, haut ab. Nicht ohne Marie. Hey, er hat sie nicht. Er hat sie ganz sicher nicht. Natürlich hat er sie. Der Mann lügt wie gedruckt. Musst nur mal seine verlogene Fresse anschauen. Dann weisst du es. Jetzt hebst du aber. Er hat meine Marie entführt. Nur, dass ihr es wisst. Das
ist ein Kind zu entführen. Marie! Fresse! Hey, ihr beide jetzt Schluss! Du? Fertig! Hä? Du? Was bist du für eine Mutter, die zulässt, dass ihr eigenes Kind entführt wird? Verdammte Merde! Guck verdammt nochmal! Hey, jetzt beruhig dich. Wir finden Marie schon. Und wenn nicht? Bist du sicher, dass der Oli sie... Ja, der Oli hat Marie nicht entführt. Aber wer dann? Jetzt gehen wir mal in aller Ruhe durch, wer die Frage kennt. Der Typ oder die Typen, die kennen dich. Verstehst du? Ich meine, sie wissen, wo du schaffst. Und sogar um welche Zeit du mit der Marie auf dem Heimweg bist. Ja, oder sie haben einfach gewartet, bis ich im Kaffee Schluss gemacht habe. Auch möglich. Wie bist du denn überhaupt so schnell von Zürich auf den Hitzel gekommen? Taxi? Vom Gleis 4 da rauf. Das kostet das Vermögen. Das Geld habe ich für die Miranda. Von der... Echt? Grosszügig. Aber warum ist sie dann nicht mitgekommen? Das passt so ganz und gar nicht zu ihr. Sie müssen im Restaurant bleiben. Okay. Ui, voll verpasst die Anruf. Miranda, hoi, was ist? Oh wow, nimmst das Telefon auch mal ab. Vielen, vielen Dank, Herr Superdetektiv. Ich komme oben runter. Auf dem Herzl ist im Fall gerade richtig die Post abgegangen. Klar, der Herr Superdetektiv plaudert gemütlich an einer Gartenparty mit Tatverdächtigen, während ich brutal ausgeraubt werde. Hä, was? Heutzutage ist man als junge, alleinstehende Frau nicht einmal mehr im eigenen Nudelsuppenladen sicher. Oh, erzähl, was ist passiert? Die Junkie-Schlampe hat mich ausgeraubt. Du... Hast du... Sandrine? Sie lügt. Oh, das Schlämpchen ist bei dir. Gut, hast sie eingefangen. Bring sie zurück und dann lernt sie mich richtig kennen. Mein Ring hinterlässt nämlich nicht nur im Auto gebliebene Schatten. Sag mal, geht's? Du hast ja ein Portemonnaie geklaut. Meinen Sie das ernst? Mit dem Ring und der bleibenden Schäden? Zum Nudelladen geht's im Fall da durch. Wir fahren sicher nicht zu der Miranda. Für heute habe ich genug Drama gehabt. Entschuldige, kannst du dich selber. Da muss ich ganz sicher nicht dabei sein. Aber deine Wohnung, die interessiert mich, und zwar sehr. Wir fahren jetzt zu dir heim. Du weißt gar nicht, wo ich wohne. Ja, das sagst du mir jetzt gerade. Pas du tout. Wir können in ein Café oder in die Kanzlei oder irgendwo hin. Aber nicht zu mir. Hey Sandrine, gang mir einfach nicht noch mehr auf den Sack. Gang du mir nicht auf den Sack! Gonner! Willst du allein nach der Marie suchen? Hä? Bitte sehr. Hä? Mit deinem Job und allem. Was weißt denn du? Mein Job? Du meinst wohl meine Jobs? Was? So 2 Jobs? Ja, was glaubst du, wie weit du kommst mit dem, was du in einem Kaffee verdienst? Was machst du denn sonst noch? Ich putze. Jeden Morgen vor der Arbeit. Und wenn ich Frühschicht habe, manchmal auch am Abend. Okay, und wer schaut in dieser Zeit auf Marie? Ja, ich denk's. Es gibt nur mich. Und deine Eltern? Ja. Denen würde ich nicht einmal einen Kaktus anvertrauen. Okay, das heisst, du nimmst Marie auch zum Putzen mit? Ja, was soll ich denn sonst machen? Kita? Die haben nicht mehr offen, wenn ich am Abend im Kaffee arbeite. Und hast du schon mal versucht, so einen Subventionsantrag auszufüllen? Die Marie kann sich sehr gut selber beschäftigen, wenn ich putze. Ja, manchmal hat sie sogar Spielsachen in diesen Wohnungen. Happig. 2 Jobs und gleichzeitig zu einem Kind schauen. C'est la vie. Ich habe ja gesagt, du hast keine Ahnung, was bei mir so läuft. Ja, okay, sorry. Meine Wohnung ist da vorne. Bei der nächsten Kreuzung links. Geht doch. Da. Sorry, wenn du Zürichberg-Villa erwartet hast. Hab gar nicht gesagt. Sozialwohnung halt. Aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Irgendwann schaffe ich es da raus. Aus dieser Wohnung. Die Marie hat ein gutes Leben verdient. Ja, nicht nur sie, du auch. Also, vielleicht. Komm, steig aus. Hey Sandrine, Sandrine, lange nicht mehr gesehen. was läuft? Ja, es läuft. Tschüss, Toni. Hast du etwas von Martin gehört? Von Martin gehört? Kein Kontakt mehr. Schade, wir suchen ihn. Dringend. Dringend.
Tja, kann ich nicht helfen, sorry. Klar. Bist du immer noch klein? Bist du klein? Ja. Cool. Wenn du etwas Leute meldest du dich. Weisst du ja wo. Weißt du ja wo? Okay. Bis dann. Hasta la vista. Unser Kreiskaib. Dealer. Nein. Simon und Garfunkel. Wer ist der Martin? Kollege. Ex-Kollege. Wir sind zusammen in meinem Zug, haben uns angefreundet. Er hat meinen Job bei seinem Vater vermittelt als Putzfrau. Der alte Meyerhofer ist voll fett im Immobilienbusiness. Sorry, Meyerhofer, also der von MH Immobilien? Genau, kennst du? Dem gehört auch der Wohnblock da. Sein Sohn hat es nicht geschafft, sauber zu bleiben. Der Martin ist wieder voll drauf. Sorry. Ich habe nicht aufgeräumt. Ist doch okay. Herziges Kinderzimmer. Alles aus dem Brocki. Oder vom Caritas-Laden. Irgendwann kommt Marie von mir neue Spielsachen über. Eins Neues hat sie ja schon. Hä? Was? Ja, da, der Panda. Das ist doch der Rucksack von der Marie, oder? Der ist recht natürlich, ich kenne mich aus. Der allein kostet so viel wie alle Plüschchen von Ravi zusammenzählt. Da hast du aber etwas geleistet. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das war ein Geschenk. Aha, okay. Was ist denn da passiert? Was meinst Ja, da, die Scheibe. Da, wo der Karton drüber geklebt ist. du? Ja. Was? Ja, da ist ein Loch im Glas. Kein Grund, ein Theater zu machen. Ist eingebrochen worden. Wann? Bad halt. Kreis 4, passiert. Wann? Vor ein paar Tagen. Und hast du die Polizei gemeldet? Vijay, du schnallst es immer noch nicht, oder? Was? Leute wie ich wollen möglichst nichts mit der Schmiede zu tun haben. Ja, aber das ist ein Einbruch. So zahlt die Versicherung doch nie bei so einer neuen Scheibe. Welche Versicherung? Was haben sie geklaut? Ja. Hör mal auf mit dem Rien. Sie haben mir die Wohnung auf den Kopf gestellt, haben aber nichts mitgenommen. Und das findest du nicht komisch? Junkies halt. Bei mir gibt es kein Bargeld zu holen oder Schmuck. Nichts, was schnell zu Geld machen kannst. Fuck. Scheiße. Unterdrück die Nummer. Okay, ganz cool bleiben. Also, Doc, du stellst jetzt den Flussprecher um und ich nehme das Gespräch mit meinem Handy auf. Okay, warte schnell. Okay. Go. Ja, hallo? Ich warte immer noch, Sandrine. Wenn er jetzt zurück ist, wo es mir gehört, siehst du Marie nie mehr. Was? Was soll ich dir zurückgeben? Das weißt du ganz genau. Ich habe keine Ahnung. Ich will mit der Marie reden. Du stellst gar keine Bedingungen. Sie ist meine Tochter. Und wenn du sie nicht sofort das Telefon holst, kannst du gerade vergessen. Mama, bist du's? Marie, Schätzchen, geht's dir gut? Ja, ich mach heim zu dir. Ich will dich holen. Die Mama hat dich fest gern. Das weisst, gell, Marie? Ich kann dich auch gerne. Ich vermisse dich. Frag, wo sie ist. Écoute mal, Puss. Wo bist du? Was sehen Sie? Siehst du aus dem Fenster? Nur ein paar Bisse, ein paar Kühe. Marie! Du kennst Bedingungen. Marie! Gib mir sofort Marie das Telefon! Du, eine verdammte Sausier! Wenn ich dich verwünsche, bringe ich dich eigenhändig um! Das ist die Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep. Hoi, Vijay. Ich bin's, Manju. Du, lass mal, wegen heute Nachmittag. Es ist dummerweise ein grösserer Auftrag reingekommen. Es passiert natürlich wie immer und darum muss ich das heute noch besprechen. Tut mir leid. Ich komme ein bisschen später heim. Aber dann habe ich Zeit. Für dich. Ganz viel Zeit. Okay, bis später. Tschüss. Wolfram. Ja. Jetzt mal die Entführungsgeschichte
kurz geparkt, weil es bewegen sich ja auch immer noch ganz viele Themen bei den Vijay Kumars so im Hintergrund mit. Und eins ist ja die Wohnungssuche, Wohnungsnot in Zürich, beziehungsweise jetzt erleben wir ja Sandrine, die so mega im Kiez wohnt und so wie es klingt, du hast eben bum, bum, bum durch die Wand nebenan, das Fenster ist kaputt. Er sagt, es ist ja erstaunlich herzig eingerichtet. Sagt er nicht so, aber er meint es eigentlich. Hast du mal so im Kiez gewohnt und dafür vieles in Kauf nehmen müssen, was so ein Kiez halt mit sich bringt? Als Kind, aber das ist ein bisschen anders als Kind. In Konnewitz haben wir gewohnt, in Leipzig. Das ist ja quasi so es gibt ja, muss ja mehr für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die muss ja nicht erklären, wie es in Leipzig so ist. Aber ich habe trotzdem eine Frage. Okay, aber erklär's mal. So die Südvorstadt in Leipzig entlang der Kalibnichstraße, das ist dann eher was man, ich glaube in der Schweiz wäre es dann Kreis 4 oder 5 in Zürich, oder in Bern mehr dann Richtung Lorraine, Breitenrhein, aber so sehr ein grünes Quartier, aber auch schöne Wohnungen, schon ein bisschen gehobener, linksbürgerlicher Mittelstand. Und Konnewitz dann am Ende der Kalibnichstraße, das ist dann auch noch das Viertel, wo es gerade in den 90ern bis heute so besetzte Häuser gibt und so, wo es die autonome Szene gibt. Das ist wahrscheinlich so, ist halt die Frage, was man unter Kiez so versteht, aber das finde ich jetzt so, ja, da haben wir mal gewohnt. Und das war übrigens tatsächlich toll in den 90ern, weil dann auch wirklich viel nach der Wende einfach leer stand und ich tatsächlich viel in so leeren und kaputten Häusern gespielt habe mit meinen Freunden. Ein bisschen Detektiv Pinky-mäßig. Nein, ist wirklich toll. Spannend, weil, also eben Konnewitz, das hat ja eine hunderte Jahre alte Tradition, auch so als antifaschistischer, also schon wirklich auch in der Bekämpfung der Nazis und so hat sich Konnewitz sehr hervorgetan als Arbeiterviertel. Und ich habe auch in Konnewitz gewohnt, aber ich hatte immer das Gefühl, also es war schon Konnewitz, aber eigentlich eine wahnsinnige Durchschnittsecke. Hast du wirklich so, dass du morgens aus der Haustür gefallen bist und neben dir ist der alternative Buchladen und dann die Steine flogen regelmäßig am 1. Mai? Aber das ist ja oft so. Ich meine, auch selbst in Zürich bei der Langstraße kannst du ja auch 2, 3 Straßen weitergehen. Ist ja doch schon wieder recht ruhig. Das stimmt. Das wird im nächsten Teil aber trotzdem noch mal Thema. Also Sandrine ist es ja so ein bisschen egal, oder sie hat sehr niedrige Ansprüche, man merkt es ja. Und Heim scheint bei ihr wirklich auch ein sehr enger Kreis nur zu sein. Alles, was im Herzen ist oder das, was sie in ihre 2 Arme kriegt. Mehr lässt sie ja gar nicht rein. Ich finde, man merkt jetzt so, Vijay, die schreien sich ja schon ganz schön an im Auto. Aber er hat, glaube ich, ein Einfallstor gefunden. Genau. Aber Miranda geht da ja mit ein bisschen anderen Erwartungen dran. Die will ja wirklich das Loft mitten am Puls der Zeit. Mal gucken, ob sie das kriegt. Ihr würde man es zutrauen. Ja, das stimmt. Kann jemanden um die Ecke reden. Ja, ich würde eben gerne nachher auch noch hier im Anschluss einen Input bringen von SF zum Thema Wohnungsnoten der Schweiz, weil es wirklich ein großes Thema ist, immer noch sehr aktuell. Finde, das ist ja wirklich auch was den Sunil Mann, den Autoren, ausmacht. Also er schafft es ja neben dem Kriminalfall und neben diesen tollen Figuren und auch sehr viel Klamauk, dann doch sehr aktuelle Themen aufzubringen. Was war es denn in den früheren Fällen? Also im zweiten Fall ging es natürlich eher um ein anderes Thema mit den Kindern, die bei Geburt weggenommen wurden. Eigentlich ja wirklich quasi Kinderhandel, musste man sagen. Ja. Im ersten Fall sehr spannend ging es um die Medikamententests in Indien, wo dann vor allem auch die Menschen des 3. Geschlechts, die Hijra, betroffen waren. Und das war ja hier auch wirklich sehr toll da beim Schattenschnitt. Er macht ja immer so gute Parallelen. Ne? Es gibt ja diese Parallelen nach Indien. Dann haben wir mit Miranda ja noch eine Transperson, die im Mittelpunkt steht, aber ganz anders unterwegs ist und ganz andere Voraussetzungen hat. Ich finde, das macht der Sunil schon immer sehr geschickt. Dass Sachen sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Aber auch hier, ich meine, allein geht ja schon los mit im ersten Teil Kindesentführung und jetzt ist er Vater geworden, der Vijay. Und so geht es ja dann immer weiter. Ja. Ich wollte nur sagen, dass die Themen dann aber, finde ich, doch in die Figuren ganz gut reingelegt sind, dass sie immer noch so Einzelpersonen bleiben. Das sind dann trotzdem, behaupte ich jetzt, es kommt für mich trotzdem noch so rüber, dass das Einzelschicksale sind und nicht so ein Verallgemeinerungsanspruch. Total, haben. Ja, genau. Ich wollte gerne noch, Wolfram, dir eine Frage stellen. Eigentlich nur die Weiterleitung, weil Stefan hat uns geschrieben. Und zwar, wenn ihr euch erinnern mögt, nach unserem Behind-the-Scenes-Gespräch Brot weint vom Radiotatort hat mir den Marc zu Gast und sind in eine für uns sehr schöne, auch in dem Wissen vielleicht ein bisschen nerdige Stunde gegangen über Klangbehandlung und Arbeit im Studio.
Und Stefan hat das super gefunden, super interessant, aber er hat auch eine Frage. Und zwar würde ihn interessieren, wie wir mit dem Thema umgehen, den alle Firmen und Organisationen umtreiben, nämlich die Balance zwischen professioneller Arbeit und verfügbaren Ressourcen. Also wie viel Aufwand oder Nerdyism darf man sich denn gönnen und wo muss man auch einfach ein bisschen auf die Effizienz schauen? Und er fragt es auch noch, erweiterte Frage, inwieweit das für eine Hörerschaft eigentlich auch nötig ist, weil er jetzt mal so unterstellt, dass viele HörspielhörerInnen mit Hörspielen aus den 50er und 60ern ja auch mega happy sind und da waren ja einfach die technischen Möglichkeiten noch nicht halb so weit entwickelt, wie es heute ist. Schöne Fragen? Wolfram, gib uns doch eine schöne Antwort. Vielleicht zum ersten Punkt mit den Ressourcen, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja auch begrenzte Ressourcen, begrenzte Budgets und ich finde, wir sind sehr effizient unterwegs. Es ist aber auch so, dass nicht jede Produktion gleich aufwendig ist. Das ist einfach auch ein Fakt. Und das schaut natürlich auch zusammen an, welche darf jetzt ein bisschen aufwendiger sein, bei welcher ist es auch gar nicht nötig. Das kann ich mal eben, dass man dann sagen muss, nein Wolfram, du darfst jetzt hier nicht noch 5 Tage länger im Studio sein, sondern oft braucht es dann auch der Stoff gar nicht mehr unbedingt. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und jetzt gerade bei dem konkreten Fall mit dem Tatort, also ich finde Marc und auch der Tontechniker Tom Will, die sind einfach trotzdem in dem, was sie da machen, auch extrem effizient. Also wenn ich das mache, müsste ich die Geräusche raussuchen und das alles so basteln. Ich hätte doppelt so lange wie Marc. Das kann ich wirklich von mir sagen. Also vielleicht mache ich deswegen noch nicht so Stoffe, aber das finde ich schon noch ein Punkt. Wir haben ja alle, finde ich, doch recht viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich jetzt gerade da Marc ist ja dann noch einer, der sich da, ich finde, er nimmt sich dann auch die Aufgaben auf der Höhe seines Könnens, würde ich mal so sagen. Oder? Ja, du meinst, dann sind die auch schneller lösbar. Also für ihn, wenn man nicht erst findet, wenn man das so kann wie er, genau. dann sind die wirklich auch schnell lösbar. Ja. Wenn ich dann anfange mit zu überlegen, wie Raumschiffe und Drohnen klingen, dann gibt es ein Radio, das hat alle 3 Jahre. Genau. Das ist, glaube ich, so. Nicht so tief starten. Nee, ich kann andere Sachen gut, aber ich finde, das ist jetzt, das kann ja, wirklich, das stimmt. Wir haben da uns auch wirklich jemanden eingeladen, der genau auf dem Gebiet quasi ganz oben mitspielt, genau. Und das ist jetzt natürlich auch bei dem konkreten Stoff, wenn man sich halt dafür entschieden hat, zu sagen, hey doch, wir machen jetzt einen Tatort, der in der Zukunft spielt, dann muss er halt auch in der Zukunft spielen, man muss es auch hören. Das hängt natürlich dann schon damit zusammen. Ja. Klar, man kann auch da wieder sagen, es gab auch in den 60er Jahren Science-Fiction-Hörspiele, aber dann ist vielleicht in denen noch nicht so viel passiert, dann sind sie dann doch wahrscheinlich nur auf der Brücke vom Raumschiff gesessen und haben ein bisschen miteinander geredet. Und die sind natürlich auch wirklich viel Bewegung, viel Action. Genau, aber deswegen, ich finde, die ist eine total spannende Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Ja, ich glaube auch, ich meine, es sind ja Rahmen vorgegeben und in denen kann man sich halt ein bisschen besser bewegen. Also wenn ich zum Beispiel relativ schnell mit dem Schnitt vorankomme, dann habe ich nachher auch einen halben Tag mehr Zeit, um zu montieren oder zu mischen. Und ich kann das beeinflussen, ob ich mit dem Schnitt schnell vorankomme oder nicht, indem ich zum Beispiel sehr gut dokumentiere während der Aufnahmen oder selber noch außerhalb des Studios, was dann einfach viel weniger kostet, nämlich nur meine Arbeitszeit, vorhöre oder solche Sachen. Ja? Also es gibt ja auch Fälle, jetzt gar nicht bei uns in der Redaktion, aber man kann natürlich auch, wenn ich jetzt eine Szene aufnehmen muss mit einer Schauspielerin, einem Schauspieler, ich kann die halt versuchen 3-mal aufzunehmen oder ich nehme sie dann 15 Mal auf. Also je nachdem. Gibt es ja auch schon da in der Arbeitsweise, das kann man ja auch ein Stück weit steuern. Stimmt. Und ich kann dann sagen, okay, ich versuche einen schönen Take zu haben, vielleicht nehme ich dann sogar 15 Mal auf, aber den muss ich dann nicht mehr groß schneiden. Oder ich fange dann an, noch 5 Szenen quereinander zu schneiden, dann ist auch schon wieder die eine oder andere Stunde rum. Also da finde ich, hat es ja auch viel mit, wie du sagst, viel mit Eigenverantwortung, aber auch mit so Gestaltungswillen zu tun, wo steckt man es rein und wo hat man es vielleicht geschafft, über die Jahre da an ein paar Stellen so gut zu werden, dass man dann an anderen Stellen wieder mehr Zeit und Luft hat. Ihr merkt, wir rutschen schon wieder enthusiastisch ins Detail. Beantworte doch noch die zweite Frage. Was ist denn, wenn die, jetzt wieder Unterstellung, ich hoffe natürlich, es ist genau andersrum, dass eine breite Masse der HörerInnen diese technischen Spielereien, Raffinessen, gar nicht braucht, nicht hört, sagt, die Kraft der Imagination ist auch durch einen guten Text und eine Musik hergestellt. Also da habe ich jetzt nicht die eine Antwort darauf, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Frage interessant. Es ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen in der Redaktion. Wir haben auch im Krimi-Podcast ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, warum
mögen auch wir jetzt vielleicht ein Stück sogar aus den 60er Jahren ganz gut. Aber auch die Frage, könnte man das überhaupt übertragen? 1:1 ins Jetzt. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das so funktionieren würde. Ich meine, du hast ja auch vor ein paar Jahren mal ein Schreckmümpfeli gemacht, wo quasi auch die blauen Bohnen geflogen sind. Was wir sogar nachher in Mono auf Band ausgespielt haben, genau. Genau. Ich glaube, die Schauspieler waren anders, die Zeit war anders. Ich weiß nicht, ich habe da wirklich gewissen Zweifel. Dann hatte man natürlich aber als Musik dann trotzdem wiederum so Sachen, man hat halt dann doch ein Unterhaltungsorchester da und doch nicht nur quasi nur eine Komponistin, aber die macht natürlich dann andere Sachen, wenn sie extra für uns komponiert, natürlich dann das ganze Digitale zur Verfügung. Ich finde, man kann die Frage ehrlich gesagt endlos weiterdrehen. Es gibt, hier sind jetzt die Produktionsregien ja auch für Dolby Atmos unterdessen ausgerichtet, also wirklich binaurales Hören, 3D-Klang und so weiter. Dann haben wir zum Teil Mono-Hörspiele aus den 50ern, wo man nichts vermisst. So. Aber, ja, aber ich finde es hat aber auch wirklich tolle Möglichkeiten, die es so früher nicht gegeben hätte. Früher wäre es halt, glaube ich, auch viel aufwendiger gewesen, eine Szene mit Musik zu unterlegen. Ja, klar. Also weil er die ganzen Spuren noch nicht so hatte und die Aufnahmetechnik eine ganz andere war. Und da finde ich jetzt gerade auch bei dem Hörspiel, was du jetzt hier produziert hast, ich finde, für mich klingt das jetzt nicht, wie soll ich sagen, es kommt sehr leicht daher und es ist ja trotzdem auch viel Arbeit im Kleinen drin, es klingt aber nicht wie 50er Jahre. Ich finde es kein überfrachtetes Hörspiel, es überbordet nicht, aber eigentlich reden ja die meiste Zeit, wie gesagt, auch nur 2 Leute oder 2, 3 Leute, es ist eigentlich sehr viel Gespräch, aber dass einem da nicht langweilig wird, braucht viel Arbeit und wir haben aber auch mehr Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel eine tolle Komposition haben, die wir drunter legen können. So. Ja. Ich habe die Antwort jetzt wirklich hilft. Ne? Ich bin ein bisschen am Meandern. Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Ja, eben, du kannst sie nicht pauschal beantworten, aber ich wollte nur noch ergänzen, also bei uns steht einfach in der Konzession drin, dass wir auch uns nach den technischen Möglichkeiten weiterentwickeln sollen. Das ist ein Auftrag vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das wird sich nicht unbedingt im privaten so entwickelt, obwohl jetzt ist falsch, ne? Jetzt wenn ich von Dolby Atmos rede, dann hat das gerade auch im privaten Sektor aus der Musik oder im Gaming-Bereich gibt es da viel Forschung. Aber das ist nun mal, Hörspiel wird nie die Milliarden einspielen, dass sich das wirklich im freien Markt so rentiert. Also gehört es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Kunstgattung weiterzuentwickeln. Und wenn man sich jetzt, ich mache mal einen blöden Vergleich vielleicht, Disney-Filme. Schau dir Fantasia an oder Dornröschen, so die ersten Schneewittchen und schau dir die jetzigen an, was das Sujet angeht, was die Schnelligkeit angeht, was die musikalische Ausdifferenziertheit ausgeht. Also das sind auch eine Weiterentwicklung. Ne? Und ich würde immer noch behaupten, wenn wir im Krimi-Podcast nur 50er und 60er Jahre Produktion hätten, dann würdet ihr uns irgendwann schreiben und sagen, es wäre auch mal toll, wenn mal eine Geschichte vorkommt, die in unserer heutigen Zeit spielt und dann auch so klingt. Oder jetzt die Zukunft, genau. Stefan, schreib mir doch bitte oder uns bitte nochmal und sag, wie es dir denn geht. Würdest du mit 50er, 60er Jahre Hörspielen alleine glücklich werden oder dass wir so produzieren? Oder hast du eine spezielle Freude oder einen Genuss oder fällt es dir auf, wenn du wirklich neue Produktionen hörst, wo halt auch sehr wichtig ist, ob eine Stimme von 2/3 rechts kommt oder 1/3. Genau. Aber danke dir vielmals für die schöne Rückmeldung. Gut, dann würde ich doch jetzt, wie versprochen, noch den Input anhängen, oder? Der heißt Wohnungsnot, wenn Wohnen in der Heimat zum Luxus wird. Im letzten Jahr an der Aktualität hat sich gar nichts verändert. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem 3. Teil von Monopoly. Bis zum nächsten Mod. Bisschen erschöpft. Macht's gut. Stell dir vor, du wohnst fast 25 Jahre in der gleichen Wohnung. Gründest dort deine Familie, siehst deine Kinder dort aufwachsen, kennst alle Nachbarn und dann, aus dem Nichts, kommt ein Brief heim. Ihr müsst raus. Diese Vorstellung ist bei der Monika und dem Patrick Böscha aus Zug Realität geworden. Jetzt könnte man meinen, ja gut, dann sollen jetzt einfach eine neue Wohnung suchen. Aber das ist alles andere als einfach. Zug ist beim Thema Wohnungsnot an der Spitze. An keinem anderen Ort in der Schweiz hat es so wenig freie Wohnungen und gleichzeitig so hohe Mieten
wie im Kanton Zug. Warum ist das so und wie ist es für Leute, die keine Alternativen finden? Mein Name ist Elma Softic, ich bin gebürtige Zugerin und darum auch nicht ganz unbetroffen von diesem Problem. Input. Ich muss sagen, es war recht einfach, Leute für die Input-Folge zu finden. Auf Facebook habe ich einen Aufruf gemacht und ich bin selber verschrocken, dass sich bis zu 100 Leute bei mir gemeldet haben. Alle, die sich zur Wohnungsnot äußern wollen. Am meisten beeindruckt hat mich die Geschichte von der Monika und dem Patrick. Und darum habe ich sie daheim besucht. Hi. Die Monika wohnt nicht weit weg von mir und darum kenne ich das Quartier. Die Wohnsiedlung hier gibt es schon ewig. Die ist älter als ich. Und seit fast 25 Jahren ist eben auch die Monika da in einer 4,5-Zimmer-Wohnung mit ihrem Partner Patrick. Und sie wohnt nicht nur da, sondern bewirtschaftet noch 3 Hobbyräume für ihren Catering-Service. Also mega praktisch und alles in einem. Man merkt, sie ist davon ausgegangen und sie hat sich so eingerichtet, dass sie für immer da bleiben kann. Bis das Schreiben bei ihr im Briefkasten gelegen ist. Ja, da habe ich da die Briefe, die wir leider Gottes da im Januar bekommen haben, wo es heisst, ich lese es jetzt einfach schnell vor. Wir informieren Sie darüber, dass der Eigentümer das Mehrfamilienhaus Steinhausen da bei uns per 31. Dezember 2023 verkauft hat. Und da heisst, wir möchten Sie darüber informieren, dass die Wohnung, die Sie derzeit mieten, in Stockwerkeigentum umgewandelt wird. Dieser Prozess wird voraussichtlich im Frühling 2024 beginnen und das gesamte Mehrfamilienhaus wird dann zum Verkauf angeboten. Also wir sind nicht alleine betroffen, es ist wirklich einfach das ganze Haus. Es sind 5 Wohnungen da drin, es ist das ganze Haus betroffen. Und ja, wir haben es nicht so lustig gefunden, eben wie wir da einfach informiert worden sind. Und die werden jetzt dann im Verkauf gehen, ja, das ist so. Oder? Also, und man kann das natürlich rausziehen, aber es ist nicht lustig. Also da gehst du vor die Schlichtungsbehörde und. Also, darum sind wir jetzt so früh wie möglich am Umschauen und ja, dass wir wirklich in Steinhausen bleiben können. Frühling ist jetzt schon. Das heisst also, dass die Wohnung von der Monika und dem Patrick jetzt inseriert wird und sie langsam aber sicher etwas Neues brauchen. Ich frage mich, ob man nach 25 Jahren sich überhaupt noch vorstellen kann, zu zügeln. Können, müssen, wollen. In der Zwischenzeit, also muss ich. Ich muss irgendwo, es ist wie ein Baum, den man halt verpflanzt. Und ich hoffe, ich kann irgendwo wieder Fuß fassen. Ich hoffe einfach nicht weg von Steinhausen. Aber ich muss, also ich muss sicher von vielem loslassen. Ich denke, eben gerade so eine Terrasse werden wir nie mehr bekommen. Das ist mir bewusst, oder? Auch sonst, das ist ja finanziell auch. Ich meine, so zu dem Mietzins werden wir auch nie mehr irgendetwas bekommen. Das sind wir uns absolut bewusst, ja. Für über 100 Quadratmeter zahlen die Monika und der Patrick im Monat rund 2'300 Franken. So ein attraktiver Mietzins ist rar im Zug. Sie haben zwar die Möglichkeit, die Wohnung selber zu kaufen, bevor sie offiziell ausgeschrieben wird, aber das Ganze hat einen grossen Haken. Der erste Gedanke war mal kaufen, oder? Mal sicher da bleiben, also bleibt nur kaufen, oder? Ja, bis wir dann den Preis erfahren, oder? 1,5 Millionen für eine 24-jährige Wohnung, wo nie etwas gemacht worden ist dran. Ja. Viel zu viel, ja. Und da haben wir dann mal leer geschluckt, mal überlegt, Kontakt aufgenommen zu Leuten, die sich auskennen mit dem, sich beraten und die haben dann gesagt, heute vergessen. So viel Geld geht nach der Bank nicht. Ja. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als eine neue Wohnung zu suchen. Einfach ist es nicht. Sie haben schon über 30 Bewerbungen geschrieben. Der ganze Esstisch bei ihnen daheim ist zugedeckt mit Unterlagen. Sie haben selber keinen Überblick mehr. Die Auszüge natürlich vom Betreibungsamt, dann wieder Pläne von Wohnungen, die du anschauen. Ja, also, ja. Ein ganzes Mäppchen von Bewerbungen. Und die Konkurrenz ist gross. Das Bundesamt für Statistik macht jedes Jahr Auswertungen zu der Wohnsituation in den Schweizer Kantonen. Am Stichtag 1. Juni 2023 sind im Kanton Zug gerade mal 95 Mietwohnungen freigestanden.
Und jetzt müsst ihr überlegen, von diesen 95 haben nicht alle 4,5 Zimmer. Gewisse sind befristet oder ohne Parkplatz oder es passt sonst etwas nicht. Viel bleibt also zum Beispiel im Fall von der Monika und dem Patrick nicht übrig. Die Situation ist prekär. Ein Vergleich: der Kanton Schweiz, wo etwa gleich viele Einwohner hat wie Zug, hat mehr als das Doppelte an freien Wohnungen am gleichen Stichtag. Die Wohnsituation ist der Monika bewusst. Wir sind im Kanton Zug, da sind die Wohnungen generell schon teuer, steuermässig. Dann haben wir aber einfach sehr viele Expats auch. Das haben wir auch jetzt müssen erleben, wo einfach, ich weiß nicht, Firmen zahlen oder ja, wir sind ja jetzt am Wohnungen anschauen und wenn wir dort auch die Leute ansprechen oder die Verwaltungen, zum Teil sagen sie uns, hey, ich komme nur eine 3,5-Zimmer-Wohnung über das zweite, jetzt haben wir eine 4,5, eben wegen der Enkel halt auch noch, die wir hüten und jemand da schlafen. Dann ist es einfach, heisst es bei der Verwaltung, ja, Expats, eben erstens, die zahlen. Dort haben wir die Sicherheit. Zweitens, die bleiben nicht lang. Also, und jedes Mal, wenn sie wieder ausziehen, kommen wir mit der Miete rauf. Wir haben keinen Verschleiß, weil die kochen ja nicht eigentlich. Die kommen ja nicht zum Schlafen, also nur zum Schlafen in die Wohnung rein. Ja, oder? Dann ist es einfach die Reichen eigentlich wirklich und verdrängen uns, ich sage jetzt, Normalverdiener. Also mich wundert es nicht mehr, dass Kitas so voll sind, weil ein Familienvater alleine kann ja die Wohnungen gar nicht mehr zahlen. Also es müssen ja fast beide arbeiten, oder? Also, ja. Es ist wirklich ja, schwierig, tragisch, was da abgeht. Ja. Auf das Thema Expats komme ich später nochmal zurück. Unabhängig von dem ist klar, wenn die Monika und der Patrick in Zug nichts finden, müssen sie den Kanton verlassen. Das wäre keine Ausnahme. In den letzten 10 Jahren sind laut dem Bundesamt für Statistik rund 36'000 Leute aus Zug in einen anderen Kanton gezügelt. Das ist gut ein Viertel von allen Zugerinnen und Zuger. Sie gehen oft in Gebiete, die angrenzen. Im Kanton Aargau gibt es sogar einen Ort, der bekannt ist als Zugerhügel. Weil der Hügel unmittelbar an der Kantonsgrenze ist, sind ganz viele Zugerinnen und Zuger dorthin. Für die Monika und den Patrick kommt das nicht in Frage. Sie und die meisten aus ihrer Nachbarschaft sind schon seit vielen Jahren da. Der Brief von der Verwaltung war für alle ein Schock. Also wir haben dann da sofort so ein bisschen Steghaus-Meetings gemacht, sind zusammengestanden und gesagt, wie weiter, was meinen ihr, was können wir etwas machen? Dann haben wir gedacht, nein, machen können wir überhaupt nichts, oder? Weil Geld regiert einfach die Welt und man könnte sie kaufen, aber zu einem Preis, wo man sagen muss, wenn wir nicht, können wir auch nicht, ist es nicht wert. Die Wohnung ist 24-jährig und in dieser Wohnung, das Einzige, was wir mal neu bekommen haben, ist ein Kühlschrank und eine neue Geschirrwaschmaschine und sonst ist nichts gemacht worden. Die Monika und der Patrick verlieren nicht nur eine tolle Nachbarschaft, wenn sie weg müssen, sondern auch die Nähe zu Monika, ihren 3 Kindern und ihren Enkeln. Die Monika ist 51. All ihre Kinder sind schon ausgezogen und wohnen nur wenige Fußminuten von ihr entfernt. Vor allem ihre Tochter Christina kommt sie regelmäßig mit dem Enkel besuchen. Wie gerade heute. Für ihn ist das auch so ein bisschen wie ein Heimkommen, sage ich jetzt mal, ins zweite Zuhause, oder? Er darf zu uns kommen und fühlt sich einfach wohl. Genau. Die Monika hütet ihre Enkel mehrmals in der Woche. Und als Gegenleistung hilft Christina auch ihrer Mami, wie jetzt beim Gumpfi einräumen. Die Gumpfi macht Monika selber und verschenkt sie dann in ihren Freunden, Familie und Nachbarn. Oder sie braucht es für ihren Catering-Service. Auch dort hilft Christina immer wieder mal mit. Wenn sie wieder ein Catering macht oder irgendetwas, dann sind wir eigentlich immer zur Stelle. Oder auch ja, im Dorf, oder wenn mal etwas ist mit Autos, laden, einladen, entsorgen. Also es sind so viele Faktoren, die wir eigentlich zusammen arbeiten. Also ich mache es eigentlich gerne, ich habe ein bisschen das Helfersyndrom. Genau. Wie jetzt auch mit der Wohnungssuche habe ich sie eigentlich sehr unterstützt, indem ich eben so Posts gemacht habe, ein bisschen die Reichweite, weil ja, ich bin halt die Generation mit Instagram. Probiere ein bisschen so Sachen rauszuholen und habe jetzt auch 2 Videos schon gemacht und das eine Video ist über 1000 Mal angeschaut worden, also wirklich viel. Wow. Die ganze Familie, alle haben das dann gerade geteilt, eben auch auf ihren WhatsApp und im Status und Facebook und Kollegen, ja.
Aber wir haben auch gemerkt, auch wenn du das Netz hast, es ist recht schwierig, etwas zu finden. Ja, wir helfen, aber ich meine, es kann keiner zaubern. Ja. Vollbringen. Ja. Und vor allem das andere ist halt, gell, alle müssen irgendwie aufs Geld schauen und keiner hat gerade das Geldführung. Eben, wenn wir es hätten wir auch gesagt, wir würden helfen, wir würden die Wohnung kaufen und zur Miete halt ihnen weitergeben. Aber es geht einfach nicht. Und wie ich an Mami auch gesagt habe, ich finde es eigentlich viel Geld, für das dass eben die Wohnung so aussieht, wie sie jetzt ist. Ich meine, es sind 24 Jahre, es darf auch so sein. Aber dann ist es einfach nicht der Preis wert, den sie jetzt momentan hat. Und trotz all dem Aufwand mit Bewerbungsmappen, Posts und so weiter hat sich bis jetzt noch nichts getan. Christina hat sich schon ein paar Mal überlegt, was für Konsequenzen es hätte, wenn ihre Mami halt wirklich weiter weg müsste. Für mich wäre es irgendwie komisch, weil jetzt bist du einfach so ringschnell, ja komm, wir gehen schnell zu der Oma oder wir gehen spazieren, ja, es liegt gerade im Weg, wir können gerade noch zu der Oma heim. Also, du machst halt viel spontan und ich glaube, das würde wegfallen. Das wäre dann wie nicht mehr natürlich, sondern es ist so dann gezwungen. Du musst dann einen Termin haben zum Abmachen, du musst dann schauen. Und das schätze ich eigentlich, weil der Zusammenhalt schon recht, auch mit meinen Brüdern, der Zusammenhalt ist schon recht eng. Weil man ist miteinander da und ich glaube, das Miteinander, es wäre schon noch da, aber es wäre ein bisschen anders. Ich sehe es jetzt gerade mit meinem Papi. Mein Papi wohnt in Zürich, in Embrach, und es ist auch der Weg dorthin. Man sieht einem dann halt selten und es tut einem manchmal schon ein bisschen weh, weil es ist ja gleich dein Papi. Es würde eine Grenze sein. Also ich sage jetzt mal, für mich ist immer eine Grenze irgendwie eben das Tunnel eigentlich. Für mich ist immer das Tunnel zwischen Zug und Zürich, oder? Weil du fährst ja durch Gubrist und für mich ist das wie eine Trennung. Ja, ich kann es nachvollziehen. Es ging mir ja nicht anders, oder? Es wäre eine riesen Umstellung einfach. Das ist schon so. Ein paar Tage später kann ich Monika und Patrick spontan an eine Wohnungsbesichtigung begleiten. Und diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Auf dem Weg zur Besichtigung erzählt mir Monika und Patrick, was für Erfahrungen sie bis jetzt gemacht haben. Das hat mir eine von einer Verwaltung eben gesagt, oder? Wenn sie eine Wohnung aufschalten, dann melden sich 120 bis 200 Personen und die ersten 12 bis 16, die sich melden, können sie anschauen. Also da hat man schon mal Glück, wenn man nur schon eine Wohnung anschauen kann. So weit sind wir anfangen, oder? Sagen, boah, okay. Darum ist das einzige Richtige, eben, dass man die Leute mal ein bisschen wachrüttelt und ja, mal ein bisschen an die Öffentlichkeit geht und wirklich sagt, hey. Wir sind noch etwas zu früh dran und darum tut Monika jede freie Minute ausnutzen, um alle Inserate noch abklappern. Und sie ist wirklich nur am Kopfschütteln. Mitten im Zentrum von Zug oder Alpenstrasse, eine 3,5 Zimmer Wohnung mit einer Terrasse, Miete 3'700 Franken plus 300 Franken Nebenkosten. Hey, 4'000 Stutz für eine 3,5 Zimmer Wohnung. Ohne Parkplatz wahrscheinlich noch. Ja, ohne. Parkplatz ist noch 280 Franken. Zusätzlich. Hey, nein. Wer soll das zahlen? Wer soll das zahlen? Das ist Wahnsinn. Ja, aber da musst du ja halt verdienen. Das heißt 1/3 vom Monatslohn, oder? Ja. Die Wohnung, die wir jetzt anschauen, ist ein Volltreffer. Die Grösse, der Preis und der Standort stimmen. Sie ist nur ein paar Meter von ihrem jetzigen Zuhause entfernt. Und auch ein Blick auf die Namen der Nachbarn zeigt, man kennt sich da schon. Der Marcel? Ja, der Marcel wohnt in dem Haus. Wie sehen die Nachbarn aus? Einen kennen wir schon. Ah nein, wirklich? Ja, einen kennen wir. Das ist Zufall, ja. Gleich, Mann. Ja. Kann er nicht ein gutes Wort für euch einlegen? Jetzt wieder. Ich habe nicht gewusst, dass der da wohnt. Mal, also in einem von diesen zwei wohnt, habe ich schon gewusst. Aber ich kann also nicht in der, ja. Vitamin B, oder? Ja. Ja, ich glaube, als Mieter hast du ja nicht grosse Chancen. Ja. Ich kenne auch sie hier oben. Das habe ich auch probiert, aber sie sagt, schau, ich habe eine Verwaltung und die schauen. Schlussendlich. Also, ja. Während 3 Übungen wird die Wohnung im Viertelstundentakt besichtigt. Sie hat knapp 100 Quadratmeter und kostet rund 2'900 Franken mit Parkplatz. Wirklich ein Schnäppchen. Die Monika und Patrick sind begeistert. Dann da haben wir das
eine Zimmer. Ja. Oh, schön. Okay. Oh, gerade auf dem Balkon. Ja. Genau. Ja. Schön. Schön, ja. Super. Cool. Und obwohl die jetzigen Mieter die Entscheidung der Verwaltung nicht beeinflussen können, versuchen Monika und Patrick, ihre Situation zu schildern und ins Gespräch zu kommen. Wir sind seit 24 Jahren in Steinhausen und unser ganzer Block ist verkauft worden und es gibt alles Stockwerkeigentum. Das ist ein schöner Moment, oder? Und ich möchte eigentlich in Steinhausen bleiben, oder? Ich habe meine 3 Kinder in Steinhausen und 3 Enkel und ja. Ja, schwierig. Vor allem Steinhausen hat nicht so viele Wohnungen frei. Nein, das wäre schon. Ja. Also wir haben es am Freitag am Nachmittag am 4 Uhr so. Ja. Und dann ist es eine Stunde gegangen und wir haben 30 mehr in den Infox gehabt. Also wir hätten es ja gerne, ja. Nein, wir hätten es ja sehr gerne. Für uns ist schon das Highlight, nur schon eine Wohnung anschauen, dass du schon mal in die Ränge kommst, oder? Das ist schon. Ja. Und wir haben gesagt, die erste Woche schreiben. Eben, aber du müsstest den ganzen Tag eigentlich am... Er hat gerade Schwein gehabt, oder? Wo es, ja. 7 Minuten drin, als ich es gesehen habe. 7 Minuten war sie drin. Ja, nein, es ist... Ja, genau. Und nach nicht einmal 10 Minuten ist die Besichtigung auch schon durch. Und die Wohnung hat Monika und Patrick wirklich angetan. Gut. Das wäre schön, ne? Ja, das wäre sehr schön, Wirklich ja. eine schöne Wohnung. Ja. Das wäre es. Ja. Also da würdet ihr sie gerade nehmen? Ja, ja, wir würden gerade unterschreiben, ja, wenn wenn wir könnten. Ja. Es würde dir jeder, glaube ich, blind den Mietvertrag unterschreiben, ohne die Wohnung gesehen haben. Ja, ich habe mich angemeldet, für Kontakt zu machen, ohne dass ich Bilder angeschaut habe. Ja. Bis jetzt haben Patrick und Monika noch nichts gehört. Jemand, der die Hoffnung schon aufgegeben hat, ist Martina Barisic, eine gute Kollegin von mir. Sie ist vor 2 Jahren mit 26 vom Kanton Zug weggezügelt, weil sie nichts gefunden hat. Ich muss sagen, von meinem Zuger Kollegenkreis gibt es einige, die in einem anderen Kanton sind. Verständlicherweise. Weil das mit den wenig freien Wohnungen ist das eine. Das andere sind die hohen Mietpreise. Zug hat schweizweit absolut die höchsten Mieten. Kanton Schweiz auf dem 2. und Zürich auf dem 3. Platz. Knapp 3 Jahre hat Martina versucht, in Zug eine Wohnung zu finden, wo sie mit ihrem Lohn als Fotografin zahlen kann. Wir gehen zusammen einen Kaffee trinken. Ich habe gesucht und gesucht. Weil ich habe mir vorgestellt, 2,5, 3,5 Zimmerwohnung. Ich bin frisch Single gewesen. Ich habe nicht viel Platz gebraucht oder so. Und ich habe dann einfach nichts gefunden, wo bezahlbar für mich damals war. Und man muss dir vorstellen, ich hatte ein normales Gehalt für das Alter. Also, wenn wir ganz transparent sind, ich glaube 5,7, 5,8 brutto im Monat. Gerade frisch die erste richtige Festanstellung gehabt. Und ich hatte keine Chance. Also entweder haben sie gedacht, ich bin zu jung, ich verdiene nicht schlecht, die Wohnungen waren zu teuer oder ich meine 90% der Sachen, die ich wollte, sind einfach unter der Hand weggegangen. Die Suche ist zeitaufwendig und nervenaufreibend. Oft bekommt man nach Besichtigungen und elendlangen Mails einfach keine Antwort über. Und auch Einzelbesichtigungen kann man sich da abschminken. Wenn, dann gibt es einen Termin, wo 20 bis 30 Leute kommen. Und wenn man dann nicht kann, hat man halt Pech. Ich war während dieser Recherche selber auf Wohnungssuche und weiss darum, wie schwierig es ist. Und parallel zu dem Input habe ich noch eine Reportage gedreht für REC. Dort habe ich meinen Selbstversuch mit der Kamera begleitet. Falls ihr reinschauen wollt, die Reportage findet ihr auf SRF Play oder auf YouTube unter SRF Doc. Die Martina hat bei der Wohnungssuche einen ähnlichen Weg durchgemacht wie ich. Ich habe natürlich so die gängigen Plattformen überall ein Suchabo eingerichtet, Immo, Scout, Homegate, sogar Comparis. Und dann gibt es natürlich auch noch die Facebook-Gruppen wie Zuger helfen Zuger. Da habe ich natürlich auch immer wieder geschaut. Man hat immer in seinem Umfeld... Ich habe sogar dir gesagt, hey, wenn dort hinten die Blöcke, die es bauen, gibst du Bescheid, wenn irgendetwas hörst oder so. Wenn man draussen war, mit Kollegen, mit Familie, mit dem Papi arbeitet, wie gesagt, bei einer Zuckerbaufirma. Und die bekommen dort auch dann, wenn so Projekte online gehen, bekommen sie wie
Also nicht ein Voranmeldungsrecht, aber irgendwie auch schon. Weil sie bekommen dann wie so Benachrichtigungen in dem Intranet, wo sie haben. Und dann können sich ihre Verwandten ersten Grades darauf bewerben. Und dann bekommt man wieder Vorrang beim Anschauen erstmal und nicht bei der Bewerbung allgemein. So Sachen haben natürlich dann geholfen und so, aber schlussendlich ist dann wie absolut aussichtslos. Und ich habe das dann auch ehrlicherweise müssen irgendwann mal sagen, okay, ich werde nicht fündig in dem Budget, wo ich für das habe. Weil die Wohnungen, die zahlbar gewesen wären, entweder sind es dann unter 80 Quadratmeter gewesen, für 4,5 Zimmer. Oder es ist jetzt ein Gebäude, das 60 Jahre alt ist. Und ich kann zum Beispiel auch nicht das Risiko eingehen, dass wir irgendwo herziehen, wo ein Altbau ist, dass es in 2 Jahren heisst, hey, es wird kernsaniert, ihr müsst raus und wenn ihr retour kommt, das ist der neue Mietzins, wenn ihr nicht. Und dann ist halt das Kriterium, von dem ich abweichen musste, einfach die Location gewesen. Seitdem ist Martina mehrmals gezögert, aber immer mit einem Blick auf die Wohnungssituation in Zug. Zuerst ist sie in den Kanton Luzern gezögert, dann ins deutsche Grenzgebiet und jetzt wohnt sie zusammen mit ihrem Partner in Muri im Kanton Aargau. Und obwohl ihre jetzige Wohnung alle Wünsche und alle Anforderungen erfüllt, gibt es doch einen Haken. Der Standort. Heimat bleibt halt Heimat. Zug hat einfach so viele Sachen, die einzigartig sind. Es ist so ein internationales Multikulti-Gebiet auf so kleinem Raum und du hast auf kleinem Raum so viele verschiedene Sachen zum Unternehmen. Du hast so viele Jobmöglichkeiten. Meine Familie ist dort und sie wird sich auch nicht wegbewegen. Das heisst, ich habe 3 Brüder, meine Eltern, sie sind alle dort, Cousins, Cousinen. Sie sind alle im Kanton Zug. Kanton Zug an sich, nur schon die geografische Lage ist unschlagbar. Von den Steuern müssen wir nicht anfangen reden, das weiss jeder. Aber auch einfach nur schon die Lebensqualität, die man hat. Ich bin früher, als ich in Zug gelebt und gearbeitet habe, du bist nach dem Arbeiten rausgegangen, an den See, etwas trinken, in unsere Stammbars rausgegangen. Da hast du den Sonnenuntergang gesehen, du hörst so die Wellen plätschern, du gehst hinten in die Seelike baden im Sommer, du hast so deine Hotspots, sage ich mal, deine Secret Spots am See, die sonst niemand kennt, weil du bist einheimisch, du bist den ganzen Zugersee schon mal abgelaufen und du kennst jeden Spot. Und es fühlt sich einfach heimelig an. Und ich habe mich nie mehr daheim gefühlt, seit ich weggezügelt bin. Und man vermisst es halt schon. Auch jetzt, du sagst selber, unter der Woche bin ich 3 Mal am Abend zu Zug, wegen Kollegen, wegen Familie, um etwas zu erledigen. Ich bin aufgewachsen damit, dass meine Mutter ins Zugerland in Steinhausen gegangen ist, einkaufen. Dann gehst du dorthin, etwas holen. Und es ist einfach, ja, es fehlt halt einfach, egal wo ich gewohnt habe. Ich habe, seit ich von Zug weg bin, an 3 verschiedenen Orten gewohnt und nichts fühlt sich an, wie halt einfach zu Zug sein. Dass Martina nicht mehr dort wohnen kann, wo sie es sich eigentlich wünscht, hat vieles verändert und Spuren hinterlassen. Ja, also am meisten gelitten hat natürlich die Familie. Mein jüngster Bruder war 6 sogar, als ich von Zug weggezogen bin. Und das war schon hart, weil damals, als ich weggezogen bin, halt wirklich auch weiter weg, ich hatte zum Teil 1 Stunde bis auf Zug. Meine Eltern sind beide voll berufstätig, 3 Kinder immer noch daheim und mein Papi ist zum Beispiel auf der Baustelle und er steht jeden Morgen um 5 Uhr am Morgen auf, um auf die Baustelle zu gehen. Und er hat dann nicht die Kraft, am Abend auf einen Kaffee vorbeizukommen. Oder ich halt auch nicht, weil ich in Zürich gearbeitet. Das heisst, ich muss zuerst mal von Zürich heim mich frisch machen, meine Sachen erledigen. Und dann müsste ich von daheim dann auf Zug fahren. Dann willst du ja gleich auch nicht nach einer halben Stunde wieder gehen. Ich bin ziemlich einsam geworden, weil es ist auch, die Kollegen werden auch älter. Gewisse Kollegen ziehen selber auch aus, ziehen dann vielleicht in die andere Richtung von Zug, Richtung Luzern. Und auf einmal sind sie noch weiter weg als sowieso schon. Also du weißt ja, deine Cousine war auch eine meiner besten Kolleginnen immer gewesen. Und wir haben uns einmal in 6 Monaten gesehen. Ich frage mich, warum ist die Situation so ein Zug? Und in der Recherche merke ich, es ist gar nicht so einfach, eine Antwort darauf zu finden. Es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Der Kanton Zug ist einerseits sehr klein. Viele Baumöglichkeiten und freie Fläche gibt es nicht. An dem kann man nicht gross etwas ändern. Auch die geografische Lage von Zug ist beliebt und zieht viel an. Man ist in einer halben Stunde in Zürich oder in einer halben Stunde in Luzern. Und ich bin, glaube ich, das beste Beispiel. Also, die Lehre habe ich in Luzern gemacht und arbeite jetzt in Zürich.
Ich hatte immer viele Möglichkeiten in Bezug auf Jobsuche, Ausbildungen, Vernetzungen und. Dann ein weiterer wichtiger Punkt. Zug ist der steuergünstigste Kanton in der Schweiz. Und sind wir mal ehrlich, das ist halt schon noch toll. Vor allem für Leute, die viel Geld haben. Und das führt uns gerade zum nächsten Punkt. Weil Zug steuertechnisch sehr attraktiv ist, haben viele Grosskonzerne ihren Hauptsitz in Zug. Also Zug lebt von Businessleuten aus dem Ausland, von Expats, um zurück auf sie zu kommen. Grosskonzerne zahlen ihren Expats oft Wohngeld oder einen Teil der Miete. Und darum können sie sich meistens halt auch teurere Wohnungen leisten. Über das habe ich auch mit der Martina geredet. Sie hat in der Vergangenheit viel mit Expats zu tun gehabt. Du weisst auch, dass ich im Recruiting tätig war und dass Leute dann mir erzählt haben, eben, ja, wir arbeiten hier zu Zug und wir haben eine Wohnung gesucht. Und das sind Leute mit Gehältern, die sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Und wenn die Leute schon Probleme hatten, eine Wohnung zu finden und mir das als Recruiterin erzählen, dann habe ich mir gedacht, ja, komm, vielleicht habe ich Glück, weil, blöd gesagt, ich bin kein Expat. Ich bin in Zug aufgewachsen, ich habe Familie da. Es gibt viele kleine Verwaltungen oder Eigentümerschaften, die das bevorzugen. Also zum Beispiel meine Brüder haben auch so eine Wohnung bekommen, weil sie haben gesehen, okay, sie sind aus Zug, sie sind daheim, heimelig, sie sind von daheim da und so haben sie eigentlich die Wohnung bekommen, beziehungsweise den Vorrang bekommen im Vergleich zu Expats oder sonst Leuten, die auf Zug wollen, aus anderen Gründen. Aber die Realisation ist irgendwie immer mit dabei gewesen. Aber die Hoffnung, dass es gleich anders wird sein, ist wie nicht weg gewesen. Ist die jetzt noch um, so die Hoffnung? Also sagen wir jetzt, all deine Anforderungen, du findest etwas im Kanton Zug, würdest du erwägen, nochmal zurückzukommen? Also, die Frage, ob die Hoffnung um ist, nein. Die Hoffnung, dass es wirklich für, sage ich mal, den Normalo, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie wir das sind, die auch Kinder und Familie wollen, dass es möglich wird, eine Wohnung zu haben, die unserem Standard entspricht, gibt es gar nicht. Und ich finde, wie gesagt, dann kommen sicher auch wieder Stimmen, die sagen, ja, wenn ihr das unbedingt wollt, dann könnt ihr halt auch Kompromisse eingehen. Aber ich finde nicht, dass man sollte, wie soll ich sagen, das bezahlbare Wohnraum sollte ein Luxus sein. Jeder sollte sich irgendwie können gewisse Sachen ermöglichen, vor allem wenn man dort auch aufgewachsen ist und wenn das einfach die Hause ist. Und die Hoffnung, dass sich in Zug endlich etwas ändert, hat Martina mittlerweile schon verloren. Und jetzt müssen wir mal über den politischen Teil reden. In den letzten paar Jahren sind schon viele Vorstöße und Motionen beim Zuger Regierungsrat eingegangen betreffend Wohnungsnot. Bis jetzt gibt es in Zug nur das Wohnraumförderungsgesetz. Das soll preisgünstigen Wohnraum fördern. Das passiert zwar auch. Das Bundesamt für Wohnungswesen weist 2020 für den Kanton Zug rund 1500 gemeinnützige Wohnungen aus. Also 2,5% der Wohnungen im Kanton Zug sind preisgünstig. Schweizweit liegt dieser Anteil bei fast 4%. Und das zeigt, dass im Kanton politisch noch mehr gehen könnte. Ich habe darum bei der Regierung nachgefragt, was sie denn gegen eine noch schlimmere Wohnungsnot machen. Die Antwort ist, dass sie momentan in einem Workshop sind, wo eben genau diese Fragen in Bezug auf die Wohnungsnot behandeln. Zug bräuchte maßgeschneiderte Lösungen, um die Wohnungsnot zu lindern. Nach dem Sommer sollte es dann mal mit Vorschlägen kommen. Ich bleibe gespannt. Zurück zu der Martina. Sie ist trotz Kantonswechsel immer noch viel in Zug unterwegs. Mich nimmt es Wunder, wie sie ihrem Heimatort heute begegnet. Und ob es sich für sie immer noch wie Heimkommen anfühlt. Ja, ich meine, es gibt ja viele Orte, wo ich mit Kindheit verbinde. Ich meine, wir sind früher als Familie immer oft ins Brückli gegangen. Ich bin gerade letzte Woche, wo es endlich mal wieder ein bisschen schön war, mit Freunden, Hund und kleinen Brüdern haben wir die Sachen gepackt und sind ins Brückli grillieren. Und es hat sich wieder so ein bisschen angefühlt wie früher. Was wir natürlich auch sehr gerne und sehr oft machen, ist, wir packen unsere 7 Sachen und gehen auf den Zuckerberg rauf, egal ob Sommer oder Winter. Das ist einfach wunderschön, dort oben rumzulaufen. Aber ich höre halt dort oben einfach kein Wort Deutsch. Ich höre kein Wort Deutsch, weil irgendwie fühlst du dich dann daheim und dann hörst du 70 verschiedene Sprachen, was auf der einen Seite mega cool ist und auf der anderen Seite erinnert es dich halt einfach wieder daran, in was für einem Wechsel der Kanton überhaupt ist und dass dein Zuhause irgendwie nicht mehr dein Zuhause ist. Und was eigentlich auch dahinter steht, eben auch wieder durch meine berufliche
durch meinen beruflichen Hintergrund habe ich wie so ein bisschen mehr Insights, was für Leute auf den Zug kommen, für wer sie arbeiten, was sie genau arbeiten, was für Dienste sind, wie sie ihre Wohnung zahlen und das alles. Und dann läuft man so dort vorbei und man hört wirklich von Ukrainisch über Rumänisch bis zum grössten British, English und Americans und alles ist mit dabei. Also auf der einen Seite eben, wie gesagt, mega cool ist, aber auf der anderen Seite denkt man so, ja, du wohnst jetzt da, wo ich eigentlich gerne würde wohnen und wo ich eigentlich herkomme. Merci für nichts. Darum, also es ist immer so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, im Kanton Zug unterwegs zu sein. Zeit für ein Schlussupdate. Die Martina hat sich damit abgefunden, nicht mehr in ihrer Heimat zu wohnen. Und Monika hofft immer noch auf ihre Traumwohnung im Kanton Zug. Und obwohl die Martina und die Monika unterschiedliche Wege gehen, ist für beide klar, Wohnen in der Heimat soll nicht Luxus sein. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.